Ich bin ein begeisterter Nachfolger von Jesus. Und je älter ich werde, komischerweise, desto mehr überwältigt es mich, dass er seine Geschichte durch uns weiter schreibt. Und wenn du neu hier bist oder am Auschecken bist, ob die Sache mit Jesus etwas für dich ist, dann lass mich ganz kurz sagen, worum es im christlichen Glauben geht. Das Ziel des Glaubens ist es nämlich nicht, gläubig zu sein, gerettet zu sein und so. Nein, vielmehr, Gott hat sich entschieden, wie wir gesungen haben, wir sind in seinem Bild geschaffen, weswegen, damit wir ihn auf dieser Erde verkörpern, ihm Hände und Füße geben, damit alle Völker dieser Erde gesegnet werden. Nun, wenn ich mir die aktuelle Weltlage anschaue, dann ist es offensichtlich, dass wir es immer wieder ziemlich heftig verbocken. Dann fordert mich das heraus, Herr, wie willst du durch uns beschränkte Menschen deine Geschichte schreiben? Denken wir an die Anschläge in Deutschland und was es mit uns macht. Oder die Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten. Oder die extrem polarisierte politische Situation hier in Europa und auch in den USA. Es wird so offensichtlich, Herr, durch uns Menschen wird nicht nur dein Segen erlebbar, sondern der Fluch einer selbstbezogenen Menschheit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, müssen wir nicht mal so weit schauen, wir müssen nicht in die Weltgeschichte schauen. Ich kann mich selbst anschauen und merke, wie schnell ich die Menschen, die mir am nächsten sind, am meisten verletze und eben durch mich nicht immer nur dieser Segen sichtbar wird. Dass wir es nicht besser machen. Auch ich bin selbstbezogen. Und genau hier setzt dieser christliche Glaube an. Jesus ist Mensch geworden, ist gestorben und auferstanden, um mich von dieser natürlichen Tendenz zu retten, mich zu verändern. Er lädt uns auf einen lebenslangen Lernprozess ein, auf dem er unser Herz verändert. Er beginnt hier drin, nicht da draußen. Wie gerne hätten wir immer wieder Veränderungen da draußen, wenn er kommt. Und hier beginnt, in meinem Herz. Und der Ausgangspunkt für diese Veränderung ist immer wieder die Begegnung mit Gott. Es gibt noch so viel, was wir über ihn lernen, an ihm entdecken können. Und aus dieser Begegnung mit ihm lernen wir und verstehen wir, was ihm wichtig ist, wie er denkt, was ihn bewegt, wie er sich verhalten würde. Und wir werden in dieser Begegnung Schritt für Schritt verändert. Mit welchem Ziel? Eben nicht, damit wir einfach gläubig sind, sondern weil er heute seine Geschichte durch dich und durch mich schreibt. Und Gott weiß genau, worauf er sich eingelassen hat, als er sich entschieden hat, dass er es durch uns machen will. Und es ist gut zu wissen, es ist Gott, der uns formt. Mein Wachstum geht von ihm aus. Wir sind ihm so wichtig, dass er immer wieder zu uns spricht, dass er uns führt, dass er uns nachgeht, dass er uns tröstet, dass er uns korrigiert, dass er uns ermutigt und dass er Frucht in uns und durch uns wachsen lässt. Und diese verändernde Kraft in unserem Leben, die ist real. Und von unserer Seite her braucht es immer wieder diese Bereitschaft, uns auf ihn einzulassen, ihm Raum zu geben und zu tun, was er uns sagt. Nun, weil diese Begegnung mit ihm der Ausgangspunkt für unser Wachstum ist, wir nennen das auch Jüngerschaft, ihm ähnlich werden, verändert werden in sein Bild, werden wir heute und nächsten Sonntag uns einige Zugänge zu Gott anschauen, durch die wir Menschen ihm begegnen, ihn erfahren, ihn kennenlernen und mehr von ihm erkennen können. Die Gedanken, die ich heute und nächsten Sonntag äußere, eben auch mit jeweils 3 Gästen, die sind inspiriert von einem Buch von Christian Schwarz. Das heißt, die 3 Farben deiner Spiritualität. Die Ausgangslage ist, dass Gott sich uns gezeigt hat. Auf der einen Seite der Vater durch die Schöpfung,
Na, wenn wir die Schöpfung anschauen, die Schönheit, die Größe des Universums, die Naturgesetze, dann macht das etwas mit uns. Die Schöpfung spricht vom Schöpfer dahinter. Und es ist eine Art, wie sich Gott uns offenbart hat. Eine zweite Art, wie Gott sich uns gezeigt hat, ist durch seinen Sohn, das Leben von Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung. Und wir können mit diesem Blick auf ihn so viel über das Wesen Gottes entdecken. Man nennt diesen Zugang, diese Offenbarung auch die Heilsoffenbarung. In der spielt die Bibel eine wichtige Rolle. Zu sehen, wie hat Jesus gelebt, von ihm zu lernen. Und drittens offenbart er sich uns durch den Heiligen Geist. Die persönliche Offenbarung, wo wir ihm begegnen, wo wir erleben, wie er heute noch wirkt, wie sich das in unserem Leben heute und hier zeigt. Und wo wir ihm, dem Heiligen Geist, begegnen, da ist auch die übernatürliche Dimension nicht ausgeschlossen, sondern ganz nahe. Und wenn ich diese drei Offenbarungsarten schildere, wird klar, hey, da gibt es viel von ihm zu entdecken an jedem Ort. Es ist nicht das eine besser, das andere schlechter, sondern nee, wenn wir wachsen wollen, im Verstehen, wie Gott ist, wie er tickt, was ihm wichtig ist, dann liegt das Geheimnis darin, in alle Richtungen, in allen drei Dimensionen mehr von ihm zu entdecken. Und aus diesem Gedanken heraus hat Christian Schwarz 9 geistliche Zugänge oder geistliche Stile identifiziert und hat sich selbst jeweils einen Mentor in diesem Stil geholt, damit er mehr darüber erfahren konnte. Und das machen wir heute auch. Wir möchten einige dieser Stile, wie wir Gott begegnen können, sind sozusagen wie Antennen, mit denen du mehr von Gott erfahren kannst. Die wollen wir kennenlernen. Und ich erwähne sie kurz, diese 9 Stile. Der eine ist der sinnliche oder der rationale Stil, die beide im grünen Segment, also Schöpfungsoffenbarung, zu finden sind. Dann gibt es den rechtgläubigen Stil, der im Übergang zur Heilsoffenbarung liegt. Wir sehen den bibelzentrierten und den missionarischen Stil, die beide im roten Segment der Heilsoffenbarung zu finden sind. Den asketischen Stil in der Schnittmenge zum blauen Bereich, den enthusiastischen und den mystischen Stil im blauen Segment der persönlichen Offenbarung und zu guter Letzt den sakramentalen Stil im Übergang von Blau und Grün. Und wenn wir uns mit einigen dieser Stile auseinandersetzen, heute und nächsten Sonntag, geht es darum, auf der einen Seite herauszufinden, hey, wo habe ich so einen natürlichen Zugang, der ein Schatz ist für mich. Und gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass in einem anderen Zugang zu Gott ein Geheimnis für dich bereit liegt, wo dein persönliches Wachstum richtig stimuliert wird. Und deswegen bitte ich jetzt Antonia, Jan-Christoph und Caro zu mir nach vorne auf die Bühne. Das ist Caro Bühlmann, für alle, die sie nicht kennen, meine geliebte Frau. Dann haben wir Jan-Christoph zu meiner Rechten. Hallo. Und Antonia Bühlmann, meine Schwägerin, ganz rechts. Hey, und Caro, ich möchte gleich mit dir beginnen. Erzähl doch mal, wie hast du zum Glauben gefunden? Wie hast du Jesus kennengelernt? Genau, ich mache jetzt das natürlich kurz. Es hat dann einen Zusammenhang mit den Stilen. Ich war sehr berührt, als ich so 13, 14 war, von Kindern, die auf der Bühne getanzt haben und Jesus angebetet haben. So fest hat es in mir etwas angerührt, dass ich mich in diese Gruppe angemeldet habe, obwohl ich eigentlich nicht wusste, um was es wirklich geht. Also schon um Gott, aber genau. Und dann, als ich da ankam, musste ich immer so weinen, wenn wir gesungen haben. Und ich war so berührt von der Liebe von Gott, diese bedingungslose Liebe. Und erst viel später konnte ich das auch mal sogar aufmalen. Es war für mich wie meine Außenwelt, war ganz perfekt. Tolle Familie, wir hatten alles, Ferien, es war alles super, super Kindheit. Aber in mir drin war wie so eine Wüste. Emotionen, das war bei uns kein Thema. Einfach so, das war wie eine Leere. Und als ich dann Gott oder Jesus begegnet bin, kam diese Liebe und hat das alles aufgefüllt.
Das war für mich so eine tiefe Erfahrung, genau, die ist dann geblieben. Dieses Erfahren der Liebe Gottes, eben, wo was in dir drinnen geschieht. Das ist ein Ausdruck des mystischen Stils, wo eben viel in dir geschieht. Erklär uns etwas darüber, wie sieht der Begriff mystisch ist jetzt für einige vielleicht etwas fremd. Was geschieht da, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, mystisch ist ein bisschen ein komisches Wort für uns, oder? Mystisch meint eigentlich ein bisschen geheimnisvoll. Etwas, das man nicht so erklären kann, verstehen kann. Der mystische Stil ist ja im blauen Segment und da geht es, oder ich erlebe das halt genau so, das Mystische habe ich erst später gelernt, aber das ist wirklich mein Stil, ist Gott in mir oder Christus in uns. Also in mir drin begegne ich Gott und erlebe ich Gott. Und es ist sogar bei mir jetzt sogar so, dass es sehr bildnerisch ist. Also ich habe wie einen Garten, also es ist wie das Bild des Gartens in mir und ich kann da hingehen und Jesus und Gott begegnen. Und ich erlebe da auch ganz nahe einfach Gott, ich bekomme manchmal Antworten, ich habe Erkenntnisse und es ist so wie ein Ort, wo ich mich hinbegeben kann und er ist eben in mir drin. Und vieles kann man nicht erklären und manchmal leide ich auch daran, dass ich das, was ich hier erlebe, gar nicht rausbringen kann, weil ich es nicht in Worte fassen kann. Aber genau da erlebe ich Gott und es ist eigentlich auch so in Gott ruhen, ist auch so ein Wort und Stille. Also einfach bei mir innen drin sein und da Gott begegnen. Und das ist wirklich wie so ein Ort. Wir sind ja jetzt 20 Jahre verheiratet und du bist immer wieder an diesen Ort gegangen und du kannst eigentlich hingehen, wann immer du willst, oder? Das ist nicht dein... Oh, das ist so, oder? Ja, ich freue mich manchmal. Ich mache so stille Tage, dann gehe ich wirklich 6, 7 Stunden und dann freue ich mich richtig, weil ich weiß, ich kann dorthin gehen und ich werde Gott begegnen und ich habe meine Ruhe. Oh, von der Welt. Und wie erlebst du das dann? Weißt du, sind es Gedankengänge, die, wie wenn ich unter der Dusche bin und die Zeit vergesse und in Gedanken wegwandere? Genau, also das ist noch schwierig zu erklären. Also es ist halt, wenn man so jetzt das Thema Stille und wirklich Zeit hat, mal zur Ruhe zu kommen, für mich ist es gibt wirklich so wie ein Innen und Außen und lange habe ich das auch nicht so realisiert, dass ich so fest im Außen lebe und eigentlich mir zu wenig Zeit nehme, eben zu ruhen und überhaupt zur Ruhe zu kommen. Und ich habe jetzt erlebt, wenn ich das dann sehr lange mache, also so 2, 3 Stunden, kann ich so ruhig sitzen und nichts machen. Dann werde ich einfach so, also am Anfang geht ganz viel los, immer noch, man hat so viele Gedanken und alles Gespräche und so. Und irgendwann wird es dann wie ruhig. Und diesen Moment liebe ich, wenn es wie leer wird und ich einfach ruhig werde. Und dann fühle ich mich so aufgeräumt und so geordnet und wieder so am Boden angekommen. Aber ich mache das sehr unterschiedlich. Also manchmal nehme ich ein Wort, das mich zum Beispiel aus der Bibel lese, das mich angesprochen hat und bewege das einfach oder spreche das immer wieder in mir drin. Manchmal ist es ein Satz, manchmal ist es ein Thema und manchmal ist es nichts oder auch ein Bild. Also zum Beispiel sagt mir auch jetzt Jesus am Kreuz eigentlich sehr viel persönlich. Das kann ich dann wie so, fast wie meditieren halt, ist eine Art, genau. Und, stundenlang darüber nachdenken. Ja, also genau, wirklich nicht aktiv dann. Also es ist wirklich einfach in der Ruhe. Vielen Dank. Genau. Antonia, wir kommen zu dir. Was ist dein Zugang zu Gott? Wie würdest du den beschreiben? Wie und wo erlebst du Gott besonders? Also ich würde sagen, jetzt bei dieser Grafik würde ich mich in allen dreien finden. Fände ich sehr schwierig, mich einzuordnen. Etwas, was für mich, wo ich Gott oft finde, ist auch in der Stille, aber nicht in so langer Stille und so im Alleinsein. Aber etwas vielleicht völlig anderes ist, dass ich das Gefühl habe, ich finde Gott in Menschen, vor allem eigentlich in Menschen meistens oder Menschengruppen, mehr Menschen, die vielleicht ausgestoßen sind, die benachteiligt sind. Wenn ich Begegnungen mit solchen Menschen habe,
dann passiert irgendwie etwas. Kannst du uns das etwas näher beschreiben? Also zum Beispiel, ich nehme gleich ein konkretes Beispiel. Wir fahren ja immer wieder nach Serbien und da haben wir viele Freunde. Da hat es in Südserbien kleine Vineyards unter den Roma. Und zum Beispiel letztes Mal oder vorletztes Mal gingen wir in eine neu entstehende Gruppe und die ist wirklich an einem sehr, sehr armen Ort. Und es ist so ein Haus, wo man sich jetzt nicht unbedingt wählen würde, dass man da reingehen würde. So. Und es ist, also für mich war vor allem jetzt die Familie, die in diesem Raum eigentlich gelebt hat, in der Begegnung mit ihnen war irgendwie etwas speziell. Und als du mich so für ein konkretes Beispiel gefragt hast, um was es in mir auslöst, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Und ich habe dann aber gemerkt, es ist eigentlich spannend, weil irgendwie durch das habe ich plötzlich, merke ich, dass ich plötzlich Gott nahe bin. Ich habe plötzlich einen anderen Zugang zu ihm irgendwie. Und ich realisiere Dinge, oder die Person, die zeigt mir plötzlich irgendwie etwas von ihm. Und so ist es irgendwie auch absurd zu sagen, ich gehe dienen, weil ich werde extrem gesegnet und ich erlebe Gott dort so. Also eben, du verschenkst dich und durch das aktive Verschenken begegnest du eigentlich Gott. Genau, aber das hat nichts in dem Sinne mit deinem Gefühl zu tun oder das Gefühl von, oh, ich habe jemandem geholfen oder so, sondern vielmehr in der Begegnung Gott zu erleben. Ja. Dieser Stil ist, also du hast es richtig gesagt, es gibt ja nicht eine Einordnung, ich bin hier, sondern man hat viele verschiedene Zugänge. Ich würde das den missionarischen Zugang nennen, der ist mir persönlich auch sehr nahe und mir geht es auch jeweils so, wenn ich dann mich irgendwo auf einem Einsatz bin und mich Menschen verschenke. Plötzlich erkenne ich Jesus in diesen Menschen und lerne Aspekte über das Wesen Gottes durch diese Menschen kennen. Also sie werden zu meinen Lehrern. Das ist gar nicht, dass ich groß was tue, sondern sie tun was an mir. Antonia, du hast gesagt, als wir uns vorbereitet haben im Vorbereitungsgespräch, dass dir gerade Mutter Teresa an diesem Ort auch ein Vorbild geworden ist. Erzähl uns doch noch etwas dazu. Ja, also ich könnte jetzt ganz viel von Mutter Teresa erzählen. Sie ist für mich unglaublich. Ich befasse mich seit Anfangsjahr wieder neu mit ihr und etwas, was ich wahnsinnig stark finde, das ist ja eine Frau, die kennen wir alle. Vielleicht nicht so genau, aber wir kennen sie alle. Sie hat Friedensnobelpreise gewonnen und so weiter. Und wir denken immer zuerst an ihren Dienst an den Armen. Aber wenn sie davon spricht, dann spricht sie von ihrem Dienst in ihrer Hingabe zu Jesus, weil sie liebt Jesus und sie möchte einfach ihre Liebe ihm gegenüber irgendwie einen Ausdruck verleihen. Und weil Gott nicht sichtbar oder anfassbar oder so auf der Erde ist ja die Frage, ja, was heißt das jetzt? Wie kann ich denn meine Liebe zeigen? Ich möchte sie ja unbedingt zeigen. Und so, also der ganze Vers, was du dem Nächsten tust, das tust du mir. Das legt sie so aus im Sinne von, dass du eben den Jesus oder Gott im Nächsten drin findest und sie möchte sich so dem Nächsten gegenüber verhalten, als wäre da tatsächlich Jesus und ihm einfach die ganze Liebe, die sie für ihn hat, schenken. Und das ist bahnbrechend für mich. Es berührt mich unglaublich. Und ich habe das Gefühl, wenn wir Jesus auf diese Art lieben, es ist eigentlich eine Frage der Hingabe und gleichzeitig eine extreme Ausgießung von Würde, Wertschätzung. Ja, genau. Es ist ein Ort, in dem wir Gott begegnen können. Ja, mega schön. Vielen Dank. Jan Christoph, dein Zugang ist nochmals etwas anders. Wie begegnest du Gott?
Ja, also ich sehe Gott eigentlich, wenn ich draußen bin, wenn ich jetzt in die Natur hineinschaue, dann erkenne ich Gott eben an den ganzen Zyklen, die wir haben, zum Beispiel Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Alles hat er geschaffen und auch eben das, was wir als Naturkonstanten oder Naturgesetze kennen, hat er gemacht. Und da drin sehe ich, hey, wie genial ist Gott, dass er ja diese Erde geschaffen hat, dass wir teilhaben dürfen. Ja, man sieht nachher auch das Vergängliche in irgendeiner Weise, man sieht Geburten und das ist für mich alles Gott. Und ich kann aber immer nur einen kleinen Ausschnitt von ihm wahrnehmen, denn würde ich Gott in seiner Genialität in allem wahrnehmen würden, das würde mich schlicht überfordern. Und da begegne ich ihm. Und was ich zum Beispiel ganz genial fand, wir hatten jetzt vor kurzem mit der Kresse dieses Experiment, wo wir das Samenkorn einfach haben wachsen lassen und nach einer Woche konnten wir ernten. Hey, wer sowas schafft, ist einfach genial, den muss man loben. Und darin sehe ich Gott. Also in der Natur eben ein Ort der Gottesbegegnung. Ja, genau. Oder ich kann Gott genauso gut, aber auch im Gottesdienst wahrnehmen, wenn ich nämlich einfach still werde, wenn ich mich, ihm zuwende, wenn ich mein Herz ausrichte, dann spricht er auch zu mir. Nicht jetzt, dass ich jetzt Stimmen hören würde oder so, sondern das ist manchmal wie ein Impuls für mich, wo ich einfach im Gebet ihn da auch wahrnehmen kann. Als wir uns vorbereitet haben zusammen, ist mir dieser sakramentale Stil bei dir entgegengekommen. Wer Gott so begegnet, erlebt ihn sehr sinnlich, eben das sinnlich Wahrnehmbare, das von geistlichen Realitäten spricht, in dem Sinne. Und erklär mal noch ein bisschen, wie das im Gottesdienst auch Ausdruck finden kann. Ja, also ich bin in der lutherischen Kirche groß geworden und dort gibt es eine Liturgie, die gemeinsam mit allen Christen, allen lutherischen Christen gemeinsam auf dieser Welt gefeiert wird, wenn Gottesdienst gefeiert wird. Und das sind wohl überlegte Abläufe, da haben sich Theologen über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr tiefe Gedanken gemacht. Und mich führt das näher zu Gott. Es ist ein Weg, um ihm zu begegnen. Es ist für mich nicht in irgendeiner Weise ein Ritual oder sowas. Aber wenn das Ganze, wenn man nicht sich darauf einlässt und nicht versteht, was da passiert oder sich dem öffnet, dann wäre es eigentlich komplett sinnlos. Aber für mich ist das wirklich ein Weg, Gott zu begegnen und ihm näher zu kommen. Ich habe vor einem Jahr in Deutschland, in Augsburg, an einem Eucharistie-Gottesdienst teilgenommen, an einem katholischen, und das war sehr fremd, natürlich mit dieser Liturgie. Aber ich habe dann online eben eine Beschreibung gefunden, was jetzt genau geschieht. Und das hat mir dann auch plötzlich gezeigt, wow, wenn der die Bibel küsst, da steckt viel mehr dahinter. Wenn er sich verbeugt, das hat einen bestimmten Grund. Erzähl mal, wie begegnest du Gott in solchen Situationen? Was löst es in dir aus? Ja, also nehmen wir doch zum Beispiel das Abendmahl. Wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern und das mit einem liturgischen Zugang tun, also uns erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns die Sünden auf sich genommen hat, dass mir Vergebung zugesprochen wird, dass wir uns daran erinnern, dass wir hier Gott treffen können und das gemeinsam feiern können, dann empfinde ich das als sehr, sehr wertvoll, ihm da nahe zu kommen. Und es ist für mich auch so, wenn ich nachher in Brot und Wein, so wie Jesus uns das gelehrt hat, das Abendmahl nehme, dann findet dort eine Begegnung statt, die ich überhaupt nicht in Worte fassen kann, weil es gibt keine Worte dafür. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Ja, also es ist für mich
ja, und eben die liturgische Handlungen sind für mich ein Weg dorthin, mich dort hineinzubegeben und Gott kann hier zu mir sprechen. Auch da wieder, ich habe mit einem Priester mal über die Gegenwart Gottes gesprochen und er ist in Tränen ausgebrochen, als er von der Eucharistie gesprochen hat, einfach weil das für ihn eben der Ort der Gegenwart Gottes im Gottesdienst ist. Dieser sinnliche Zugang, der von einer größeren Wahrheit dahinter spricht. Ja. Nun, Antonia, nochmals zu dir zurück. Wir haben 3 verschiedene Stile schon gehört. Als du das Beispiel gebraucht hast von dieser Begegnung in Serbien, da kommt mir auch entgegen, dass es nicht nur der Ausdruck von ich verschenke mich, und eigentlich begegnet mir aber Gott so, sondern gleichzeitig ist das dann dieser Nähe auch zum asketischen Stil. Der Verzicht eben nicht von Gütern, von außen, von Dingen irgendwie belegt zu sein, materielle Dinge, Ängste, sondern dich dem zu entledigen sozusagen. Wie erlebst du das? Jetzt, ihr macht ja, Matt und du, zum 2. Mal ein Jahr lang eine Shoppingpause. Das heißt, ihr kauft ein Jahr lang gar nichts mehr ein. Erzähl mal, weswegen macht ihr das und was löst das in euch aus oder in dir aus? Also es ist ja irgendwie auch so ein Zugang zu Gott, einfach so einfach in einer Einfachheit so. Also der Grund, warum wir eine Shoppingpause machen, der ist nicht nur so, es ist ein Zugang zu Gott, sondern da mischt sich für mich Verschiedenes zusammen. Es ist eigentlich ein Versuch, irgendwie auf die Spannung irgendwie zu reagieren, mit unseren Privilegien, die wir haben, umzugehen. Und tatsächlich ist ja unser Konsum, den wir haben, der nimmt uns eigentlich sehr ein. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich gehe mir jede Woche neue Kleider kaufen. Es geht nicht um das, sondern wenn ich durchs Migros laufe und dann schöne Kerzenständer steht, soll ich den kaufen oder nicht? Soll ich das kaufen? Brauche ich das? Eigentlich nimmt das sehr viel von unserer Aufmerksamkeit ein. Und dann das nächste Ding ist noch, jetzt wenn ich mich wieder in der Begegnung zu meinem Nächsten, wenn ich diese Beziehung wieder anschaue, dann hat es ja auch, der Konsum hat ja auch darin Auswirkungen. Ja, und tatsächlich merkten wir schon das letzte Mal und ich merke es auch jetzt wieder am Anfang, das macht wahnsinnig viel mit einem, weil es eigentlich einfach einen unglaublich befreit. Für mich ist die Frage, soll ich das kaufen oder nicht, ein Jahr lang geklärt. Ich muss mich einfach nicht damit auseinandersetzen. Und wenn jetzt zum Beispiel letztes Mal ist mein Föhn kaputt gegangen, mega blöd, aber wir haben ja Matthew Boomer hier, der Gott sei Dank meinen Föhn wieder reparieren konnte. Und ich habe gemerkt, ich habe 5 Freundinnen gefragt, ob sie einen zweiten Föhn hatten. Alle hatten einen zweiten Föhn. Und ja, ich merke einfach, es geht uns so gut. Ich habe ja genug, warum noch mehr kaufen und das befreit unglaublich. Und ich glaube, da ist auch wie so das viel Materielles steht eigentlich zwischen uns und Gott. Auch wenn wir das uns vielleicht nicht bewusst sind und so mit dieser Shoppingpause, das ist nicht wie ein Fasten und ich breche nachher das Fasten, sondern es ist mehr ein Fasten, das nachher eine Gewohnheit ich mir wie eine Gewohnheit einüben möchte. So. Das ist eben diese Begegnung von, hey, ich werde unabhängig von all diesen Dingen in meinem Leben. Ja. Und ich denke, gerade zur Zeit in der Fastenzeit, die ja am Mittwoch begonnen hat, ja, erleben wir ein kleines bisschen davon. Ich faste auch dieses Jahr wieder das Mittagessen und kein Zucker. Und es ist so cool, jeden Tag, bisher sind es 4 Tage, der 5. Tag heute schon, jeden Tag, das ist ja nicht ein heftiger Hunger, wenn du einfach erst abends isst und nur morgens, aber ich spüre das jeden Tag und das zieht mich so zu ihm. Ich finde das wunderschön. Vielen herzlichen Dank. Caro, wir kommen nochmals zu dir. Du hast schon begonnen, das mit diesem
mystischen Zugang, eben du hast diesen Garten beschrieben und du hast auch schon uns Anteil gegeben, wie du das heute pflegst, so stille Tage. Da ist dir vor einigen Jahren ja eben eine neue Tür aufgegangen in einer kontemplativen Spiritualität. Kannst du uns 2, 3 Gedanken darüber noch sagen? Genau, also wenn ich zurückschaue, hatte ich eigentlich schon immer diese Art in mir drin, so da Gott zu begegnen. Aber manchmal gibt es ja auch Menschen, die sehen in einem etwas. Das war bei mir Matt. Er hat mich ermutigt, hat gesagt, Caro, so eine stille Woche wäre doch noch was für dich, so im Kloster. Und ich habe das dann, als ich bei der Vineyard aufgehört habe zu arbeiten, als Geschenk bekommen und habe es gleich umgesetzt. Das war im 21 und bin dann in ein Kloster, genau, und habe da so eine stille Woche gemacht. Und das war eigentlich der Anfang, wo ich gemerkt habe, dass eben die Stille, nicht einfach stille Zeit zu Hause, ein bisschen Bibel lesen, was sagt das mir und dann gehe ich in den Alltag, sondern eben das Ruhigsein, die längere Stille und kontemplativ ist eigentlich, also Kontemplation hat eigentlich viel damit zu tun, etwas zu betrachten, anzuschauen, in dem Sinn zum Beispiel Jesus oder ein Wort oder ein Bild und in dem zu verweilen und das wirken zu lassen in der Ruhe, genau. Und das habe ich dann so ein bisschen geübt und bekam ein bisschen Hilfe am Anfang. Am Anfang sind 20 Minuten auch schon viel, wenn man beginnt. Genau, und dann habe ich gemerkt, dass mir das extrem leicht fällt und ich da wirklich so persönliche Momente mit Gott hatte. Und genau, es war da auch sehr ein schöner Ort dort, wo ich eben heute auch immer noch hingehe, weil ich habe sehr gerne sakrale Räume, also so Kirchengebäude oder Kapellen. Ich finde das sehr... Ja, das tut es mir irgendwie an, dann kommt man so zur Ruhe, es ist so still. Genau, habe ich das da wie so entdeckt. Und aus dem ist dann auch, habt ihr vielleicht auch schon von mir gehört, habe ich auch den Pilgerweg angefangen zu laufen, weil ich das, was ich da erlebt habe, eigentlich nach Hause bringen wollte. Und das ist genau der Pilgerweg, der nach Bern geht, von der Innerschweiz. Genau, und da habe ich dann nochmals neu, vielleicht, ich bin ja auch so am Rand zum Sakralen, die Natur, das man eigentlich auch schon immer so viel gesagt hat, ist da mir auch nochmals neu begegnet. Das Laufen und in der Natur sein und eben das Pilgern ist für mich nicht Wandern in dem Sinn, weil da sind schon Tausende von Menschen über 1000 Jahre diesen Weg gegangen und das hat wieder etwas so Geheimnisvolles, das man nicht erklären kann und trotzdem ist das etwas, das mich sehr berührt. Genau, das war dann so noch draus gewachsen. Und wir waren ja auch schon zusammen jetzt. Du hast mich mitgenommen, genau. Er ist mit mir ich habe das Pilgern entdeckt. Genau, so war das so mit der längeren Stille und diesen Zeiten, das irgendwie auszuprobieren und zu praktizieren. Jetzt, wenn ich meine vergangenen Jahre anschaue, dann finde ich es speziell zu sehen, wie ich wirklich in verschiedensten Stilen so Gottesbegegnungen hatte. Eben letzten Sommer hat Gott beim Pilgern richtig zu mir gesprochen. Etwas, was mir sonst ziemlich fremd wäre, was mein näheres Umfeld sich auch etwas belustigt hat darüber, dass Marius jetzt pilgern geht, in dem Sinne. Aber ich finde es so speziell, dass wir Gott eben begegnen können. Und auf der einen Seite haben all diese Stile eine individuelle Note. Du begegnest Gott auf der einen Seite alleine in dieser Stille. Das ist eine persönliche Gottesbegegnung. Auch bei dir und doch hat es auch diesen gemeinschaftlichen Ausdruck, den du zum Ausdruck gebracht hast, hey, ich bin verbunden mit ganz vielen anderen Menschen, die diesen Weg gegangen sind oder eben in der Liturgie mit anderen Menschen, die gleichzeitig den gleichen Gottesdienst feiern, sich gleich ausrichten und so die Herzen verbunden werden oder im Abendmahl, was uns verbindet, nicht nur miteinander im Raum, sondern wirklich auch mit Christen über die Zeiten. Antonia, auch wenn man sich verschenkt, da ist auch dieses gemeinschaftliche Leben drin, wo es dann nicht nur ein individuelles ist, sondern ins Gemeinschaftliche hineingeht. Und ich finde das richtig spannend und für mich persönlich in den vergangenen Jahren wirklich bereichernd, da unterschiedliche Zugänge zu entdecken, wie Gott sich mir zeigt, wie ich mehr über ihn erfahren kann. Und deswegen habe ich eine letzte Frage an euch drei. Caro, wir beginnen bei dir. Wenn jemand diesen mystischen Zugang entdecken möchte,
Wie macht man das? Wie kann man da beginnen? Also man kann eigentlich ganz einfach zu Hause sich einen schönen Ort suchen, der sehr still ist oder in der Natur und einfach mal 10 Minuten den Wecker stellen und mal einatmen und vielleicht ein Wort, das man vom Tag mitbringt. Es kann sein Jesus, es kann sein Danke, es kann sein ein Satz. Den einfach mal die Augen schließen, sich entspannen und einfach mal den Satz laufen lassen. Oder man kann auch mit Einatmen, Ausatmen arbeiten, ein Wort einatmen, etwas ausatmen. Das fällt mir jetzt schwer, weil ich dann immer aus dem Atemrhythmus irgendwie falle. Dann konzentriere ich mich. Genau, aber das ist auch eine Übung. Oder einfach mal versuchen, still zu sein. Versuchen, Leere zu schaffen. Dinge, die kommen, auch wieder wegzuschicken. Das ist eines. Oder man kann natürlich auch mal probieren, so ein stille Exerzitienwochenende oder eine Woche, sich an so etwas heranzuwagen. Es gibt von Vineyard Dach wirklich tolle Angebote, sind alle in Deutschland, aber es gibt Angebote, da ist man dann auch begleitet. Dann gibt es stille Zeiten, dann isst man zusammen mit, ohne Reden. Es gibt da wie eine Führung. Dann, genau, das ist vielleicht auch mal ein Experiment, das man ausprobieren kann, was das so mit einem macht. Merci vielmals. Jan-Christoph, zu dir, wie finde ich in diesen sakramentalen Stil rein? Ich denke, es ist wichtig, sich einfach mal darauf einzulassen. Besucht doch einfach mal einen Gottesdienst, meinetwegen der lutherischen Kirche, der Christkatholiken oder auch, es gibt auch Kommunitäten wie die Christusträger in Ralligen oder auch die Christusbruderschaft in Selbitz in Deutschland. Besucht doch dort ein Seminar und meistens ist es so bei den Kommunitäten, da gibt es Morgengebete, Abendgebete und ja, nimm doch teil daran und überleg dir, hey, was will Gott mir sagen? Werde darin still. Wenn du was nicht verstehst, frag doch einfach auch die Leute nach. Ja, für mich hat das eine Schönheit und das kann jeder erleben. Das ist nichts Exklusives. Einfach drauf einlassen. Genau, das so Stundengebete, gibt es auch Genau. Bücher, die man kaufen kann als Hauskreis, als Familie. Genau. Genau, so eintauchen. Genau. Antonia, ich nehme jetzt mal beide Stile, die mir da entgegengekommen sind, sowohl der asketische als auch der missionarische. Wie kann man da entdecken und reinstehen? Also du kannst zum Beispiel einfach mit uns die Shoppingpause mitmachen bis Ende Jahr. Ganz einfach, geht ab jetzt los. Oder etwas, was mir wahnsinnig mich inspiriert jetzt im Moment wahnsinnig Mutter Teresa zum Beispiel. Und ich glaube, sich mit Menschen auseinandersetzen, die da irgendwie ganz besonders einen Weg gegangen sind, das inspiriert und stoßt irgendwie Türen auf. Und dann aber der zweite Stil ist, also ich habe vorhin von Serbien gesprochen, aber das ist ja nicht, da muss man ja nicht irgendwo hinreisen. Also ich zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, eine Frau, die im gleichen Mikro einkaufen geht wie wir, die immer mit dem Rollstuhl dahin geht und es offensichtlich sehr schwer hat. Immer wenn ich sie sehe, dann mache ich das mit ihr zusammen und helfe ihr. Also irgendwie so jemanden, der dir auffällt, da kannst du eigentlich einfach loslegen. Und dich verschenken. Und dich verschenken schauen, und wie mal Gott schauen, dir- was dabei passiert. Ja, super. Caro, darf ich dich bitten, noch was dazu zu sagen? Genau, es kam mir noch ein Gedanke. Es ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man ein bisschen herausfindet, wie man Gott gut begegnet. Und es ist auch toll, sich da zu vertiefen. Aber ich glaube, wie Marius am Anfang gesagt hat, ist es auch wichtig, dass wir in die anderen Richtungen auch uns ausrichten. Also zum Beispiel bei mir ist ja so, dann hat das viel ja mit Gefühlen und mit meiner Wahrnehmung zu tun. Und dass ich zum Beispiel genauso bewusst Bibel lese und auch das einfach als Wahrheit sehe und als Ausdruck, was da steht und nicht nur, wenn ich etwas fühle oder wenn ich jetzt, genau. Und so ist es, glaube ich,
wichtig, dass wir immer wieder ausprobieren oder zum Beispiel auch auf Einsätze gehen. Auf Straße ist für mich, ich habe das schon so viel gemacht, aber es ist für mich nie, wow, mega toll, es ist immer eine Überwindung. Genau, aber ich glaube, weil Gott auch so vielfältig ist es auch für uns wichtig, dass wir andere Stile auch verstehen, versuchen oder auch ausprobieren. Weil so können wir uns, glaube ich, auch untereinander viel besser ergänzen und verstehen. Genau. Und ich wünsche mir für uns diesen Hunger, mehr von ihm zu entdecken. Und dieses Mehr hat damit zu tun, verschiedene Zugänge zu umarmen. Ich habe in den letzten Jahren mir fremde Zugänge umarmt und ich möchte einfach dafür noch beten zum Abschluss. Jesus, ich bitte dir, dass du uns diesen Hunger gibst nach dir. Dieses Wissen, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Und dieses mehr entdecken machen wir nicht einfach aus Selbstzweck, sondern weil wir wissen, dass dort, wo wir dir begegnen, etwas in uns getriggert wird. Wir Dinge verstehen von deinem Herz, deinen Plänen, deinen Absichten, die uns anstecken dazu und die uns bevollmächtigen, Geschichte heute zu schreiben. Mehr von deinen Absichten sichtbar zu machen. Weil wir spüren dort, wo wir dir begegnen, dass wir dem, wozu wir geschaffen sind, auf der Spur sind. Und so bitte ich dich, dass du diesen Hunger und dieses Verlangen in uns nie nachlassen lässt, sondern dass es bis zum letzten Atemzug pulsierend wird. Herr, wir wollen mehr von dir. Amen. 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 Die will, was mit uns geschehen.